Vor einer Woche haben 2 Autoren in der NZZ am Sonntag einen aufrüttelnden Artikel veröffentlicht mit dem Titel «2028 bündeln sich unsere Krisen und Konflikte. Dann wird es eng. Alles Panikmache?» Fragezeichen. Darin skizzieren der Historiker und Politikwissenschaftler Markus Bernat und der Wirtschaftsjournalist Markus Städeli 5 mögliche Szenarien für das Jahr 2028. Darunter weitere Angriffskriege, auch in Europa, und eine weltweite Finanzkrise. Auf Facebook bewirbt die NZZ am Sonntag diesen Artikel mit dem Schlagwort «2028 geht die Welt unter». Untertitel «Oder noch früher». Warum die Ereignisse dieser Woche nichts Gutes verheißen. Mehr dazu in der NZZ am Sonntag. Das Humorvolle ist, dass die NZZ am Sonntag mit dem Artikel auf Facebook um neue Abonnenten wirbt. Dem sagt man Realsatire. Wenn man diesen Artikel liest, dann könnte unser Herz leicht bestürzt werden. Aber Jesus sagt, euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Also Jesus sagt, wir müssen keine Angst haben. Ihr glaubt ja schon an Gott Vater, tut auch an mich glauben. Ich bin Gott der Sohn und dass er uns liebt und unser Herr und Heiland will sein. Im Johannesevangelium spricht Jesus seine stärkenden Worte in einer Situation voller Verunsicherungen. Die Jünger stehen kurz davor, ihn zu verlieren. Jesus ermutigt sie, Vertrauen zu haben, auch wenn der Weg unklar scheint. Er sagt auch, dass es bei Gott Raum für uns alle gibt. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Doch Jesus spendet nicht nur Trost und Hoffnung. Er lenkt den Blick weg von der Angst hin auf die Beziehungen zu ihm. Der Herr sagt uns nicht, findet euren eigenen Weg, sondern ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus selbst ist der Weg zu Gott. Die Wahrheit und das Leben sind in seiner Person erfahrbar. Der Herr sagt, dass er wiederkommen wird. Er erzählt uns allen über die Auferstehung und über sein Kommen im Tod jedes Einzelnen. Es geht nicht, Jesus gegenüber neutral zu stehen. Es geht nicht um eine innere Distanz. Er stellt auch uns vor eine Herausforderung, ihm zu glauben und unseren Weg mit ihm zu gehen. Und dieser Glaube schenkt uns Hoffnung und Kraft und verbindet uns miteinander als Kirchenfamilie. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, das heißt zu Gott, als nur durch mich, dann vertritt er mit dem einen radikalen Absolutheitsanspruch, dass er der einzige Weg und alleinsinnig machende Weg zu Gott ist. Ein paar werden jetzt einwenden, ja, fast alle Religionen auf unserer Welt vertreten ja einen Absolutheitsanspruch, sogar der Buddhismus.
Daran ist nichts Spezielles. Es gehört einfach zu unserer Religion dazu. Aber was bedeutet Absolutheitsanspruch überhaupt? Der latinische Begriff absolut heisst losgelöst. Der Absolutheitsanspruch heisst, dass alle Religionen auf dieser Welt, die sich behaupten, dass sie losgelöst sind von den anderen, dass nur sie richtig sind, dass nur sie zu Gott führen und dass man nur dank ihnen das Heil, das heisst die Rettung für die Seele, kann finden. Es gibt auch weitere Bibelverse, die den Absolutheitsanspruch von Jesus untermauern. Wir hören auf einen Satz aus der Apostelgeschichte, wo die Apostel sagen, und es gibt in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, und ich ergänze in Klammern, außer dem Namen Jesus, in dem wir gerettet werden müssen. Sehr eine interessante Formulierung, das ist wortwörtlich aus den Elbenfelder, aus dem Griechischen übersetzt, also in dem wir gerettet werden müssen, so steht das. Die Apostel haben erlebt, dass Kraft im Namen von Jesus ist. Vielleicht kennen ein paar hier das Lied «There is power in the name of Jesus». Es ist Kraft im Namen von Jesus, wie es das Lied treffend ausdrückt. Auch wir können die Kraft vom Namen von Jesus in unserem persönlichen Leben erfahren. Der Absolutheitsanspruch von Jesus wirkt in unserer modernen, pluralistischen Zeit. Pluralistisch heisst, mehrere unterschiedliche Meinungen stehen gleichberechtigt nebeneinander. Der Absolutheitsanspruch von Jesus wirkt in unserer modernen, pluralistischen Zeit auf den ersten Blick sogar überheblich, veraltet und sogar gewaltfördernd, weil er andere Religionen ausschließt. Und das löst in uns jetzt eine intellektuelle Spannung aus. Weil einerseits kennen wir Jesus in den Evangelien, in der Bibel, kennen wir Jesus als liebevollen Helfer, als Heiler und als Heiland. Und auf die andere Seite sagt Jesus nur, er ist der einzige Weg zu Gott. Viele Pfarrer und Professoren haben seither versucht, die intellektuelle Spannung aufzulösen. Mit ihren Theorien, auf die ich hier aber nicht näher eingehen. Aber die Bibel schildert eben genau die beiden Seiten der Medaille. Jesus ist sowohl liebevoll zu allen Menschen, er tut uns heilen und retten, und andererseits sagt er auch klipp und klar, dass er der einzige Weg zu Gott Vater ist, und er lädt uns mit ernsten Worten in seine Nachfolge ein. Die Überraschung in der Bibel lautet, dass in dieser Person von Jesus Christus sowohl Liebe als auch Wahrheit zusammenfallen. Es gibt sogar einen Bibelvers, der das andeutet, der 2. Johannesbrief. Mit uns wird sein Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater, und von Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Liebe und Wahrheit. Also hier sehen wir, in Jesus fallen Liebe und Wahrheit zusammen. Jesus formuliert seinen Absolutheitsanspruch genau, weil er uns liebt. Er lädt uns zum vertieften Nachdenken ein und in seine Nachfolge. Die Spannung zwischen Liebe und Wahrheit bleibt auf unserer Welt bestehen, bis wir Jesus mal werden von Angesicht zu Angesicht sehen im Himmel. Für uns sind Liebe und Wahrheit ja oft Gegensätze, weil es für uns schwierig ist, liebevoll, unbequeme Wahrheiten zu äußern. Vor einer Woche am kantonalen Kirchenfest hat mir ein anderer Pfarrer gesagt, dass der Absolutheitsanspruch von Jesus nicht nur ein Anspruch ist, sondern sogar sein Zuspruch. Also Jesus spricht das uns zu, er verheißt uns. Er verspricht uns, dass er der einzige Weg zu Gott ist. Dieser Bibeltext erinnert uns daran, dass wir in Momenten der Unsicherheit nicht allein sind. Wenn wir überfordert sind, halten wir uns fest an den Worten von Jesus. Euer Herz erschrecke nicht.
Wir sind eingeladen, dem Herrn Jesus zu vertrauen. In unserem Leben und im Alltag bedeutet dies, dass wir unseren Halt weder in Neutralität noch Gleichgültigkeit suchen, sondern in der persönlichen Beziehung zu Jesus. Das zeigt sich darin, dass wir bewusst im Glauben, im Gebet, im Bibellesen und im Zusammensein mit der Kirchenfamilie sind. Im Gebet legen wir unsere Sorgen beim Herrn Jesus ab. In schwierigen Zeiten sprechen wir anderen Menschen mit biblischen Worten Hoffnung zu. Und wir wissen, egal wie unklar unser Weg ist, führen er am Schluss in eine wunderbare Gottesgemeinschaft. Noch 833 Tage bis zum Jahr 2028. Wir wissen nicht, was auf uns wird zukommen. Die Bibel zeigt uns aber, wer auf uns wird zukommen, nämlich Jesus Christus, unser Retter und Richter, der uns liebt. Wir wissen zwar nicht, wann er wird wiederkommen, aber dass er wird wiederkommen. Wer den Absolutheitsanspruch von Jesus ablehnt, versucht, ihm gegenüber neutral zu bleiben. Aber das ist unmöglich, weil er alle Menschen liebt und er auch uns heute die Frage stellt: Wie antwortest du auf meine Liebe? Wie können wir uns auf das Kommen von Jesus vorbereiten? Eine Zeit von der Vergebung und Versöhnung starten. Prioritäten setzen. Jesus, Bibel, Kirchenfamilie, auch Gebet. Wenn wir hier vorne schauen, dann sehen wir bei den Egelfiguren, wie eine Frau und ein Mann ihre Hände aufheben und beten. Das war früher die Art zum Beten. Die Hände aufheben. Wir können aber auch so beten oder mit den Händen gar nichts Spezielles machen. Dass wir einfach mit Jesus reden in unserem Alltag. Vor allem auch die Vergebung annehmen, die Jesus uns anbietet. Weil Jesus Christus lädt uns alle ein zu Gott mit dem bekannten Heilandsruf, den ich auch diese Predigt abschließen möchte. Jesus ruft uns zu: Kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Amen.